Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2016 in der F1-Karriere, wo wir ja durch jedes F1-Game durchgehen und eine Fahrerkarriere machen. Und wir sind jetzt hier in Malaysia angekommen. Wir sind bald fertig mit der ersten Saison. Bis jetzt eigentlich mehr oder weniger gut. Also wir sind ja eigentlich gut in der Fahrerweltmeisterschaft rum. Ich glaube, P5 oder P6 mittlerweile. Also kann sich sehen lassen, P5 sogar, noch vor dem Rennen können und aber hinter dem Vettel. Ja, das letzte Rennen in Singapur war ja nicht so erfolgreich gewesen, aber es ist auch Singapur, muss ich ganz ehrlich sagen, von dem her, ja, ist halt Singapur. Ist so wie Monaco. Gemischte Bedingungen auf der Strecke, also eventuell Regen, ich hoffe es nicht, weil Malaysia bzw. Sepang ist einfach... es ist so eine gute Strecke. Ich finde es so schade, dass die Strecke nicht mehr im Formel-1-Kalender drin ist. Die sollten lieber eine Strecke im Nahen Osten rauskicken, wie zum Beispiel Saudi-Arabien und Sepang wieder reinschmeißen. Oder auch Katar, wo jetzt kommt, raus und dafür Hockenheim wieder rein. Da wird Formel 1 viel besser fahren auf so Traditionsstrecken, beziehungsweise einfach, ja, legendäre Strecken zu Rennen fahren, als eben, wie gesagt, auf diesen komischen neuen Strecken. Aber egal. Geld regiert die Welt, das ist leider überall so. Und ja, wir schauen jetzt mal, wie das Wochenende hier wird in Sepang. Wir gehen wie immer ins erste Training rein und nachher sehen wir uns aber wieder im Qualifying. Das Training nehmen wir ja wieder nicht auf. Und ja, da würde ich sagen, legen wir los. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying hier in Sao Paulo. Wir müssen Gas geben, weil es fährt jetzt gerade an von Schiffen und ich möchte noch eine Runde machen, bevor es anfängt zu regnen. Das Rennen an sich wird leider auch regnerisch werden. Aber wir sind gut unterwegs. Also, die Zeit war okay. Ich merke, ich bin schon lange genug gefahren, aber es kommt gut. Let's go, wir fahren gerade raus. Wenn du gerade keine schnelle Runde fährst, lass das Auto hinter dir vorbei. Er ist viel schneller als du. Also, es ist schon viel zu nass, um eine schnelle Runde zu machen. Ganz ehrlich. Viel zu nass. Wir können gerade aufhören, weil ich glaube, da werden keine bessere Zeit mehr hinkommen. Also ich fahre jetzt gleich noch schnell. Ja, ich fahre gleich noch schnell einen Satz Inter an. Einfach zum Testen. Aber ich glaube, wir werden da nicht eine viel bessere Zeit rausholen, bin ich ganz ehrlich mit euch. In den nächsten paar Minuten wird es einen kräftigen Regenguss geben. Alter, ich kann mich verbessern um fast 2 Sekunden, aber ich kann nicht mehr rausholen. Weil das Problem ist, die KI ist mit Softs noch gefahren und sie sind relativ stark, wenn es Regen hat oder regnet und sie fahren auf Softs, sind sie stark. Und jetzt kommt es richtig Schiffen, heisst, sie wird die Zeit eh nicht verbessern können. Heisst, sie bleiben einfach auf fucking P11 jetzt wahrscheinlich oder droppen noch weiter zurück. Alter, was das für ein Qualifying ist. Hauptsache KI können im Regen mit Softs verdammte Zeit noch raushauen. 51. Schau mal, Hülkenberg auf P3. Der hat verdammte Zeit rausgeklatscht. Ja, wir tun das Qualifying beenden. Kein Wert, ich kann nichts mehr rausholen. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell... Schau mal, Grosjean im Haas, Manor. Massa und Nico Unglaublich, was sie für Zeit dann raushauen können. Wow, crazy. Gut, wir gehen nicht mehr mal den Erfolg oder im Hülkenberg. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Red Bull hat im Qualifying eine gute Leistung gezeigt und Daniel Ricciardo startet von der Pole. Und daneben steht Felipe Massa. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hülkenberg, Grosjean, Kimi Räikkönen und Rosberg. Hayanto, Quert, Vettel und Valtteri Bottas. Ein Force India, Alonso, Lewis Hamilton und Sainz Jr. Button, Palmer, Pascal Wehrlein und Kevin Magnussen. Gutierrez und Nasser. Markus Eriksson und Max Verstappen macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So. Oh. Voilà. Eine Sekunde. Ich glaube, er sieht mich nicht mehr. Jetzt bin ich wieder da. So, perfekt. Also. Das ist halt eben, wenn man sich vertippt da. Gut, wir starten mit den Hearts. Wo ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, wieso. Weil. Wieso kann ich die nicht wechseln? Wieso muss ich auf Hearts starten?
Hat es eine Regel gegeben, oder dazu mal, die ich nicht weiss? Verpflichtete Reifen Harz. Wieso muss ich den Hard nehmen? Ich muss den Hard nehmen zum Start. Okay, keine Ahnung. Ich weiss nicht, wieso dass ich jetzt den muss nehmen, bin ich ganz ehrlich mit euch. Also, dass es mal eine Regel gegeben hat dazu mal. Aber das sagt mir das gerade gar nicht. Also, die hat keinen Medium-Satz mehr, aber kann ich mir zwar auch nicht vorstellen. Egal, wir starten mit harten Reifen. Gehen dann nachher wahrscheinlich auf Inters, weil es anfängt von Schiffen. Und da hoffen wir mal, dass wir da aber ja, gleich noch etwas rausholen können. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Okay, stark war. Oh, Hülkenberg, P1, let's go! Oh. Aber wieso habe ich auf Harz starten? Verstehe ich nicht ganz. Mit den anderen starten auf Softs oder Mediums. Aber vielleicht ist es besser wegen dem Regen. Who knows. Aber das hätte ich mir in der Startphase wahrscheinlich schon mitbekommen. Hülkenberg mit Fehler. Oh mein Gott. Vettel ist verdammt langsam auf der Gerade. Behalte die Bedingungen im Auge. Die Strecke wird zunehmend nasser. Wir bleiben besser noch draußen. Wenn wir jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir viel zu langsam sein. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Boah, ist so rutschig. Oh mein Gott, also da habe ich richtig Mühe mit dem Auto. Soll ich echt jetzt schon die Box? Schau, was KI macht. Jetzt bleiben noch das. Ich weiß, die Bedingungen sind hart, aber bleib dran. Ich glaube nicht, dass wir für die Strecke schon Intermediates brauchen. Oh! Alter, Vettel. Alter. Nico ist an die Box gefahren. Nico ist jetzt an der Box. So, das sind die Box. Mal schauen, ob sie Inter sollen. Es gehen sehr viele in die Box, aber die fahren eben auch auf Softs. Und der Reifen mag nicht wahnsinnig viel verleiden. Ich glaube, das ist noch nicht die Bedingung für Inters. Sollte gut sein für uns. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 0,8 Sekunden.
No, jetzt ist aber schon recht rutschig. Aber Grip ist immer noch da. Du bist ein Hund. Du bist du bist echt ein elendiger Hund. Jetzt kommt er mit der alternativen Strategie für auf Inters. Jetzt kommt er damit. Gerade vor der Box einfahren. Ey, Chef, Mann, für das hätte ich die gerade rausschmeißen. Nico ist in der Boxengasse. Jetzt ist nass. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig. Schnauze, Chef. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Und die Boxeinfahrt noch richtig verkackt, aber gleich. Viel zu spät, viel zu spät. Los, raus mit dir. Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Ah, wir könnten da vorne bleiben. Wir könnten da vorne bleiben, Es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp, es wird sehr knapp, es wird fucking knapp also. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Oh, Rosberg immer noch auf Harz, Alter, what the fuck? Was bleibt denn so lange das? Der haltet ja alle auf jetzt. Und zwar hart haltet er sie auf. So, wir sind P1. Aber mal schauen, ob wir es halten können. Vettel wird schon schnell sein. Aber wir sind auch wieder nur so gefunden, weil KI wieder Scheiße gebaut hat. Weil sie einfach ihren Stint nicht länger gezogen haben. Und so eigentlich auf einen One-Stop gegangen sind, wenn sie gewusst haben, das kommt kein Schiff. Also so wie wir es jetzt eigentlich gemacht haben. So wäre es viel weiter vorne wieder. Aber ja. Die KI hier im 2016er Game ist einfach nicht so intelligent. Also wenn wir das gewinnen, schenkt der Sieg wieder, wirklich. Weil ich muss jetzt eigentlich immer verteidigen gegen Vettel. Und das ist alles. Es wird safe bei Inters bleiben, weil es wird nicht stärker regnen. Also Full Wets wird es nicht werden. Und Verteidigen ist eigentlich relativ simpel in diesem Game, weil sie getrauen sich auch nicht überholen. Das ist schon krass, wie sich KI entwickelt hat. So, also, wir sind plus minus noch 2 Runden unterwegs und dann ist das Rennen fertig. Wir sind immer noch P1 und wir fahren eigentlich sehr, sehr kontrolliert. Sind auch ein Mühe schneller als der Vettel hinter uns. Also Vettel ist aktuell keine Bedrohung für uns. Wir müssen schon einen groben Fehler machen, glaube ich, dass wir jetzt so den ersten Platz könnten verlieren oder einen Defekt am Fahrzeug haben. Ich bremse mich halt zwar einfach zwischendurch immer, aber es ist nicht so gravierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber es ist relativ langweilig jetzt. Ich fahre einfach hier nur vorne weg ein bisschen. Aber das Auto fühlt sich relativ gut an, muss ich ehrlich sagen. Trotzdem Regen. Also ich kann hier relativ früh schon aufs Gas gehen. Und habe einfach wirklich gute Kontrolle, auch wenn ich zwar immer ein bisschen quer fahre. Ich habe nie das Gefühl, dass ich jetzt das Auto gerade verliere. Also es ist wirklich angenehm zu fahren. So, letzte Runde. Es sollte jetzt am nächsten noch anfangen stark Regen kommen. Allerdings denke ich nicht, dass, dass es jetzt so in den letzten paar Metern noch sollte eine Veränderung geben, beziehungsweise dass wir noch extrem viel Struggle werden bekommen. Oh, das ist geil. Und sie haben gespinnt, so wie es aussieht. Ja, also gegen Schluss sehr langweilig geworden hier. Am Anfang noch spannend gewesen.
Zum Glück sind wir draussen geblieben mit den Hearts, sind nicht reingegangen und haben so auf einen One-Stop gehen, gerade auf Inters. Und ja, haben somit eigentlich wirklich viele Positionen können auswählen können. KI wieder selten dumm, geht zweimal pitchen, kurz bevor es anfängt zu regnen, gehen sie rein. Wir müssen nachher nochmal gehen. Ich weiss nicht, wieso dass es so scheiße programmiert ist. Mir schenkt es einfach mega für Siegen. Oder allgemein gute Positionen. Button aus dem Rennen. Ja, also sehr hart eigentlich, aber es ist wie es ist. Wir fahren hier jetzt auf Backstraight. Das letzte Mal. Nachher da ist um die Haarnadelkurve. Und dann sind wir eigentlich so weit durch mit dem Rennen und haben mal wieder einen weiteren Sieg gefahren in unserer ersten Fahrerkarriere. Klar, die ersten zwei sind unter Expert gsi, wo noch ein bisschen einfacher war, aber das ist jetzt der erste Sieg unter Meister. Und wir sind wirklich sehr gut gefahren und auch sehr schnell. Und ja, KI hat einfach wieder geschenkt, muss ich ganz klar sagen. Aber, Vertragserreichnis? Ich muss gleich weiter, aber ich wollte dir zuerst noch diesen Vertrag zeigen. Geh ruhig über die Details, aber gratuliere. Okay, wir sind Fahrerreis wieder geworden. Sehr schön. Gibt es wieder mehr Ressourcenpunkte für uns? Das sage ich auch nicht, nein. Guten Tag Dominik, deine Leistung hat sich bei der Teamleitung bemerkbar gemacht. Du wurdest zum ersten Fahrer befördert. Deine zusätzliche Verantwortung wird mit einem weiteren Bonus nach jedem Rennen belohnt. Wir freuen uns schon darauf, wo du das Team in den nächsten Monaten noch hinführen wirst. Ja, leider ist die Saison fast vorbei. Aber egal, wir sind jetzt der Fahrerreis, das finde ich super. Und haben jetzt auch genug Ressourcenpunkte wieder zusammen, dass wir Luftwiderstand zum Beispiel verbessern können. Das machen wir auch. Ja, komm, das machen wir mal. Dann haben wir sicher wieder das Update für im nächsten Rennen in Japan. Und wir kriegen jetzt mehr Ressourcenpunkte über, das finde ich super. Weil können wir brauchen, dass wir vielleicht so bis Mexiko, Brasilien noch etwas weitermachen können. Das Gute ist ja, da wir ja weitergehen in einem anderen Game dann, also wenn wir die Saison beendet haben, gehen wir ins F1 17 rein, also F1 2017. Und dort ist es dann so, dass wir ja wieder bei Null anfangen mit den Ressourcenpunkten. Von dem her kann ich da wirklich bis zum letzten Rennen Updates reinhauen, was eigentlich nicht normal ist, weil man tut ja eigentlich ja, die F&Ds einstellen, dass wir wieder genug Ressourcenpunkte haben für das nächste oder für die nächste Saison. Das gibt es ja bei uns aber nicht, darum kann ich das wirklich bis zum Schluss durchziehen. Das nächste Rennen ist in Japan. Ja, mal schauen, wie es ist. Japan finde ich in F1 22 sehr geil zum Fahren. Und auch USA, Mexiko weniger, Brasilien wiederum mehr. Abu Dhabi mit dem neuen Layout auch. Ist aber noch das alte Layout. Ja, es kommen jetzt noch 4 Rennen, die ich geil finde. Und Mexiko ist so weniger das, was ich gut finde. Aber ja, ich würde mal sagen, das wäre es von dieser heutigen Episode in F1 2016. Falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, also wie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, wir sehen uns dann wie gesagt, wieder im nächsten Part in Japan. Und bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch, macht es gut und ciao!